Klaus Mahler und kook vandaag met mijn enkelkinderen. Moin, ich bin Charlotte und wir helfen vandaag mit. Moin, ich bin Julius und wir helfen mein Opa. Kidding ligt aan de Elf. Und die Elf ist dicht bei der Nordsee. Und wenn man dann noch ein bisschen wieder feiert, dann ist noch eine ganze Welt in den Gang. Und deswegen kochen wir von dort oder machen wir von dort einen asiatischen Salat. Dort haben wir diese Suppe. Dort ist einmal Feldsalat. Paprika haben wir hier Tunganeien, Radieschen, Strauchtomaten, Frühlingszwiebeln, Sonnenblumenkerne, Mandelsplitter, Cranberries. Und was das so ein bisschen asiatisch machen ist, sind diese asiatischen Nudeln und diese Gewürze. Da haben wir, sagen wir Oleg, raude Currypaste, muss ich selbst mal abkicken, Paprika, Chili, Kurkuma, Curry, Rosmarin und wilden Pfeffer und Knoblauch. Und dazu kann man Gaut Shea Butter Brot nehmen. Nun geht das los. Charlotte, du musst am liebsten mal die asiatischen Nudeln schön löten. Okay. Die werden nicht kocht, die kommen crunchig zum Salat. Die wird doch einfach nicht in den Pott bleiben und die springt da alles so raus. Charlotte, du kannst die Radieschen eben schneiden. Okay. Nun bist du dran. Du kannst einmal die Tomaten in der Mitte durchstehen. Aber nicht in die Finger. Ja. In die Mitte durch. Bitte mit dem Messer, nicht rieten. Ab und zu mag ich auch mal was selbst. Ich schneide auch eben die Frühlingszwiebeln. So, fertig. Und wie wird jetzt die Mandeln und die Sonnenblumenkerne in der Panne anrosten. Die Panne ist hit, dann kannst du da den Mandel drin tun, Julius. Und Charlotte, da dann nur die Sonnenblumenkerne drin. Die könnt nämlich zur Hauptröst machen. Kannst du auch sein, da wird da die Beeten braun wird. Und räuert war das die ganze Zeit, damit das noch braun bleibt und nicht noch schwarz. Dann schmeckt er nämlich nicht mehr. Und nun machen wir das Dressing für den asiatischen Salat. Dort nehmen wir 10 Knoblauch, schön fein hacken. Das Öl, da habe ich hier in diese Schüssel, dann kommt der Knoblauch da rein. Da haben wir hier einmal raude Currycreme, einen Teillöffel. Dann haben wir hier Samen bei Oleg, just so viel. Das muss gut durchrührt werden. Wenn man dann nämlich so einen Kluten von den Mund hat, ist er ein bisschen scharf. Eine Prise Kurkuma, damit das schön gel wird. Pfeffer, Curry, Paprika. Und wenn einer das nicht so scharf macht, mit dem Chili aufpassen. Einmal durch die durchrühren. Ich kann vergehen, dann muss da noch ein bisschen Salz mit dran. Und ein bisschen Zucker. Und ich habe hier noch Sojasauce. Muss man nicht,
aber kann man von wegen den asiatischen Touch. Ich will das auch noch mal eben mit dem Snipers durchrollen, damit am Ende auch wirklich keine harten Klüppens, keine harten, scharfen Klüppens mit drin sind. So, dann will ich das auch mal eben probieren, dass das auch wirklich nicht so scharf ist. Da kann so eben. Bevor wir nun den Salat zueinander mischt, will ich noch ein bisschen Ciabatta-Brot dazu schneiden. Ich glaube, das schmeckt am besten dazu. Einmal in den Meldeur. Julius, du kannst es einmal auf den Teller tun. Aber nicht mehr in das Messer kriegen. Und jetzt mischt wie den Salat. Dann können wir Feldsalat werden. Kommt die Frühlingszwiebeln. Und du, da sind beide Schütteln die Radieschen drin. Und du tust bitte, wenn Charlotte fertig ist, und dann da du da oben die Tomaten drauf. Und dann darf ich nochmal ein paar Frühlingszwiebeln haben. Und nun die Crunchy-Nudeln. Du kannst leg die Schüttel hin. Ja. Und Charlotte nimmt sich nur die Cranberries. Und der Rest ist für Julius. Und damit das nicht so gut wird, dass ihr das allein gemacht habt, da ich die Mandeln und die Sonnenblumenkerne da oben drauf. Und zum Schluss mag wir nur die leicht scharfe Dressing drauf. Da muss vorher noch mal einmal durchräuchert werden, damit nicht auf den einen und der eine Schüttel bloß das Öl raufkommt und der andere die scharfen Klubs. Wir sind nur träg. Und nun kann das auf dem Tisch. Das hat nur ein Viertelstunde Stone. Das braucht die Zeit, damit die Salat mit dem Dörrteig dauert. Aber vorher, bevor wir das eten dauert, will wir das nochmal einmal mit dem Dörr mischen. Damit das Dressing auch in die letzte Ecke kommt. Dann wird das nicht mehr so gut, aber das schmeckt viel besser. So. Und dann wünsche ich ja, oder wünscht wie ja, einen guten Appetit. Ja.